Et gesäiden immer méi Leiit, déi mat Drohnen duch d'Gegend fléien. Sie wird fir cool Sportsvideoen ze machen oder sich zu amuséieren. Dat so Drohnen auch an der Wissenschaft ganz nützlich könne sinn, kann en sech scho denken. Wir waren zu Diedling, wo ein neues Startup Recherche mat Drohnen zum Thema Überschwemmung gemischt, an da dann zusammen arbecht mat der Uni Lu. Sarah und Julia haben méi Detailer. Zu Diedling huet eng Startup zusammen mit der Uni Lützeburg ein Projekt lanciert, den onerwart Überschwemmungen soll verhindern. De Guy Schumann, Direktor von der RSS Hydro, erklärt es Lumi genau, weil den sich dort drinnen Kaffee stellen. Ich bin ein kleines Startup heute zu Diedling am Innovation Hub RSS Hydro. Und wir arbeiten mit der Uni Lützeburg bei einem Projekt zusammen, also gesponsert von der Gemeinde Diedling, für heute zu Biering Terramussungen zu machen, für Überschwemmungsmodelle drüber laufen zu lassen. Wir holen verschiedene Drohnentechniken. Und hier ist eine von den Drohnen, die wir benutzen, für eben die Terra-Aufdeckung mit ganz hoher Ablesung zu machen, für dann noch zu gucken, wie die verschiedenen Datensätze, die wir dann haben, wie Überschwemmungsmodelle darauf reagieren. Und hier ist eine Firma aus Deutschland, die bauen hier eigene Drohnen, Microdrones heißt die also hinkommt für eine Demonstration zu machen über das Gebiet, wo wir am Anfang drauf arbeiten. Den Dietmar Backes, Doktorand op der Uni LU, hat es erklärt, wie die Zusammenarbeit zwischen der Uni Lützeburg und dem Guy Schumann seiner Firma entstanden ist. Das ist eine ganz schöne Geschichte. Das war eine Zusammenkunft zwischen Guy und wir. Wir haben überlegt, was wir zusammen machen können, nachdem er von Amerika zurückkam. Wir haben uns auf einer Konferenz getroffen und dann war die Sache sehr schnell klar, dass wir hier gemeinsam ein Projekt finden, wo wir das, was wir machen, die 3D-Modellierung mit seinen Arbeiten gut zusammen machen können. Und dann hat das relativ schnell gegangen, dass wir das Projekt so aus dem Boden gestampft haben. De But von ihrer Etude also zu simulieren, wo Wasser hingeht, wie schnell es hinkommt und wie lange es sich da befindet. Der Guy Schumann erklärt es noch einmal genau das Prinzip von den Simulationen. Das ist so, dass man viele Rennen, wo oft rufen, da ganz kurzer Zeit, wie zum Beispiel 2018 am Möllerdal, was eigentlich ganz billig matt gehabt hat. Und so auch zu Diedling 2017 habe ich eine Dorfstraße am Anfang ganz überschwemmt gewesen, weil das Wasser von den Feldern oben raufgekommen ist, über die Straße. Und da Leute an die Garagen ran und dann am Anfang als Modeller sind nicht richtig bereit für Simulationen, für so genau Details an einem Dorf zum Beispiel zu simulieren, wo das Wasser hinläuft. Und das testen wir eben. Wir testen mit den verschiedenen Daten, wie ich vorhin gesagt habe. Und dann testen wir ein Modell drauf. Und wir haben schon festgestellt, zum Beispiel, dass das Modell Physik von den Modellen ist nicht richtig gut genug für so hoch abgelesene Daten in den Dienst zu gehen. Das Projekt hier geht darum, so wie ihr seht, für wissenschaftlich Benchmarking-Datasets zu machen. Dass die Wissenschaft die Datasets kann benutzen für nichts. Das ist nicht nur für nichts zur Verfügung, für ganz international Wissenschaft in dem Bereich von Überschwemmungssimulationen, für dann, dass die Materiemodelle, jeder schafft mit seinen Modellen auf dem selben Dataset, die sind nur vergleichbar. Und darum geht es, dass wir all die Modelle können verbessern, die dann auch können Ingenieurbüro benutzen für Belesungen zu finden für die Probleme. Wir machen 3D-Modellierung, wir machen 3D-Positionierung, wir machen geomatische Sachen, die es in der Uni Lu bisher noch nicht so gab in dem Sinne, als wir hier angefangen haben. Die Zusammenarbeit mit einem Start-up ist sehr, sehr interessant, um unsere theoretischen Sachen auch praktisch an der Applikation machen zu können. Das ist bei GI Oberflächenwassermodellierung, aber wir integrieren ja auch sehr viele Daten von Satellitendaten bis zu den Drohnendaten, die wir heute gesehen haben. Das ist so nicht oft gesehen. Die Zusammenarbeit von der Uni Lützeburg an RSS Hydro soll es in Zukunft also für einen unvoraussichtlichen Überschwemmungen schützen und die Etude für die Wasserregulierung weiterbringen.